Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, wir gucken uns die dritte Folge von der World Squad 2023 an. Ja, kam ja bei einigen von euch ganz gut an. Einige kannten das ja noch gar nicht. Und ja, von daher ziehen wir das durch. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Titel war irgendwas mit Drama, Skandale. Skandale. Ja, Skandal. Okay, gehen wir rein in die Skandale. Hat sich ein bisschen beruhigt. Sehr gute Eindrücke hinterlassen. Ja, ich fand den da überragend. Natürlich schon schwer, ne? Für so einen Jungen, ja, vorher hat sie gerade gesagt, war ja auch schon mit so der auffälligste, ne, was wir bisher gesehen haben. Ja, wenn du dann so eine, in Anführungsstrichen, einmalige Chance, wir haben ja auch gesehen, es sind ja auch welche zum zweiten Mal dabei, bekommst und dann irgendwie, ja, dich verletzt und dich nicht mehr zeigen kannst, ist natürlich schon echt hart, ne? Was not that bad. And we had a couple of good ones towards forward as well. We started well with a couple of transitions. Quando eu cheguei no vestiário, eu tava muito ansioso, eu fiquei nervoso porque eu tinha acabado de machucar e eu não sabia o que eu fazia, então a única coisa que veio na minha mente foi ligar pro meu pai. Ja, mach mal laut, ey. Da ist er, der Roy. Bateu? Sim, eu fui Aquilo, tá. tirar a bola e minha mãe falou quase trava da chuteira. Não torceu, não. Sim, But Te assustaste. acho que eu tô bem. Sim. Inchou, sabe? Ficou roxo. Não passa nada, tranquilo. 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 Jogar muito. Estabas jugando bien. So generally, for a first game with players who trained 3 times together, was not that bad. And we had a couple of good ones towards forward as well. We started well with a couple of transitions. It's our first game. I think we could be a little better. I was actually very happy with everyone's style of play. It's difficult when you just train with each other for 3 days. We kennen die Qualität von den Gegnern natürlich nicht. Man sieht natürlich, die spielen schon, ich weiß nicht wie viele Jahre zusammen, das sieht man. I think we can make a better game. Fürs Erste ist immer schwierig. Wir haben jetzt 3-mal trainiert. Die Schwerpunkte, was wir angesprochen haben, haben sie super umgesetzt. Gerade in der zweiten Halbzeit auch sieht man, dass eigentlich, ich glaube, es war keine Torschuss dabei. Das war unser erstes Ziel, erstmal die Abwehr ein bisschen stabilisieren und gemeinsam auftreten. Und das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Also Hut ab für das erste Spiel. In Südamerika, die wollen alle gewinnen. Das haben wir auch gesehen heute in die Zweikämpfe. Es will immer jeder gewinnen, ne? Dass es Südamerika ist oder in Timbuktu. Ja, aber die sind halt ein bisschen galliger im Zweikampf vielleicht. Und ja, wie sie es schon sagen, wenn du 3 Tage zusammen bist, ne, ist natürlich super schwierig, dann gegen eine eingespielte Mannschaft zu spielen. Pégale, shoot it. Tranquilo. Hey, vamos Isaías. Deswegen machen wir solche Reisen, um auch andere Spielweisen kennenzulernen. Das ist definitiv hier in Südamerika eine andere Spielweise als bei uns. Sehr viel körperbetonter, robuster. Von uns haben wir auch ein paar richtig das Schüsse gehauen und das so gehört. No foul, no foul, no foul. Der Roy ist gut, ey. That's okay. Einige waren selbst eher geistig, dass die vielleicht noch unentschieden gewinnen wollten. The first goal, I mean, it's unlucky. Unlucky touch and a great goal. The second one, with the corner, you really have to defend. Also Gustavo ist mit der Verletzung relativ schwierig umgegangen. Der erste Schreckenmoment war riesig. Quando senti a pancada, eu pensei, cara, não pode ser nada porque eu tô fazendo uma boa partida e se eu parar agora, talvez eu possa perder essa oportunidade. Então eu tenho que continuar.
Mas quando eu vi que eu não tava aguentando mais, quando eu cheguei no vestiário, eu sentei no banco, eu falei, cara, eu preciso recuperar rápido porque eu preciso jogar. Então a única coisa que veio na minha mente foi ligar pro meu pai, e quando eu liguei pra ele, ele tava assistindo o jogo e ele falou pra mim ficar tranquilo, que eu estava jogando bem, que eu iria melhorar rápido, e eu conversando com ele foi me acalmando, comecei a ficar mais tranquilo. Er hat einen Schlag aufs Sprunggelenk bekommen, aber ich denke ohne Sehnenbeteiligung, also von daher reine muskuläre Sache. Und ich denke einfach nur, es hat jetzt gleich eingeblutet, das sind die Schmerzen, aber wir tapen das jetzt und kühlen und dann passt das schon. Er reagiert auf keine Bandverletzung oder so, das ist schon mal gut. Ja, ich glaube, er hat seine Fälle so ein bisschen davon schwimmen sehen. Im ersten Moment kriegt Ja, ist ja normal, habe ich ja gerade schon erklärt. Ja. Das ist für die Jungs halt so eine Riesenchance, und ja, jeder, der selber Fußball gespielt hat und mal was auf den Knöchel gekriegt hat, hier gerade so Blutergussgedöns, das tut halt scheiße weh, und kannst auch erstmal nicht auftreten und sowas und denkst, ach, wer weiß, was das ist, und ja, halt wild, ne? Aber da sieht man halt, ja, für die Jungs, die da sind, geht's um alles, Alter. Ja. Kannst halt nicht vergleichen mit irgendeinem europäischen Jungspieler, der in irgendeinem Internat ist oder sowas. Die juckt das halt nicht, ne? Die wissen, was Sache ist. Die sind da fest da drin in diesem Zirkus, nenne ich es mal, aber hier so, ja, ist halt eine Riesenchance für die Spieler, oder für die Jungs. du natürlich einen Schlag auf den Knöchel, dann kriegst du die Einblutung, Adrenalin, Schock. Ich denke mal, dass da bei den Brasilianern, die sind ja sehr, sehr gläubig, direkt irgendwie das Ende im Kopf war oder dass es jetzt nicht mehr weitergeht, dass es eine schwere Verletzung ist. Der Schmerz kommt rein und dann hat er Naja, das hat jetzt nichts mit der Nationalität zu tun, wa? Das ist einfach, klar, ein bisschen typbedingt, aber nochmal ist einfach der Situation geschuldet. Ja, für die ist das halt eine riesige Chance, aus ihrem aktuellen Leben rauszukommen, ne? natürlich gedacht, okay, seine Reise ist jetzt vorbei. Wenn du dann halt in so einem Spiel, du hast einmal die Chance, erstmal der Weg bis dahin zur World Squad war für ihn ja auch sensationell, dass er ausgewählt worden ist über dieses Video-Auswahlverfahren, was wir durchgeführt haben, und dann hat er es geschafft und dann ist er so nah, man sieht, okay, wie es funktioniert, er merkt, okay, ich kann mithalten, ich bin einer der stärksten Spieler, das kann hier echt was werden für mich, und dann kriegst du halt diesen Schlag, denkst, okay, war es das jetzt, und dann war natürlich ein Riesenschock für ihn. Ja, ganz genau. Er beschreibt es perfekt, ne? Wie schwierig das ist, wenn du allein vor dir stehst und die Bälle dann halten musst und zum Mann bringen musst. Der hat, glaube ich, von 6 hat der 5 Hey, who did this? Ja, das ist natürlich ein Skandal gewesen. I don't know what is this. Shoes on the wall. Who puts his shoes on the wall? Serious, guys? Wir repräsentieren den Club, und wenn man das Badge, dieses Logo trägt, hat man halt diese gewisse Verantwortung. Und wenn wir irgendwo hinkommen, dann wollen wir halt auftreten, dass das FC Bayern-like ist. Und dann gehst du in die Kabine rein und dann siehst du, dass ein Spieler in der Kabine an der weißen Wand seine Schuhe ausgeschlagen hat. Also das habe ich in meinen 36 Jahren noch nie erlebt, dass das vorgekommen ist, und da bin ich natürlich ein Stück weit vom Glauben abgefallen. Er ist doch schon ein harter Knochen, ne? Ja, hat er natürlich recht, ne? Guckt euch an, wie die Jungs da rumlaufen, FC Bayern Outfit, dann muss man halt auch gewisse Verhaltensregeln an den Tag legen. Bin ich bei ihm. Hey, who made this guy? Da habe ich natürlich die Jungs gefragt, wie oder was ist hier passiert, und dann haben sie mir gesagt, dass Siam das gemacht hat. Siam made it. Also, you saw Siam. Wo natürlich Frust dahinter war, ja, dann ausgewechselt worden, dann auch seine ganze Körpersprache. Ich meine, man sieht, er setzt sich auf die Bank, zieht sich die Kapuze über. Komplett das Falsche, wofür das World Squad steht. Aber die Reaktion, die er dann gezeigt hat, einmal seine Körpersprache während der zweiten Halbzeit auf der Auswechselbank und dann das Verhalten in der Kabine, das ist halt ein No-Go, und so treten wir als FC Bayern nicht auf. Ja. Klar, wieder ohne was. Mach das aus jetzt. Ich hab keinen Bock, immer der Böse zu sein. Ich kann nicht so lachen, Leute. Ja. Ich finde ihn sympathisch, auch wenn er so der Grantige. Ich bin ja auch eher der Grantige, von daher
verstehe ich schon, ich kann mich da connecten mit ihm. Ja, kannst du halt nicht bringen, so ein Verhalten. Ja. Na klar, ich verstehe das auch aus seiner Sicht, vielleicht so ein bisschen den Frust und so, mit auf der Bank hocken, alles gut. Kann man ja machen, aber dann da irgendwie eine weiße Wand da, das geht nicht. Ja, das hat auch nichts mit dem FC Bayern-like zu tun, das hat einfach was mit Anstand zu tun. Gut. Yeah, I don't, I don't like talking about it really. I don't end up getting in trouble again. Aber wie gesagt, junge Burschen muss man vielleicht auch ein bisschen erziehen, in Anführungsstrichen, einfach die Grenzen aufzeigen. Und natürlich, junge Menschen machen Fehler, Alter. Wir alten Säcke machen auch Fehler. Ne? Muss man auch immer dann, ja, die richtige Ansprache finden, sagen, dass das hier so nicht geht und dann ist auch gut. Ja, wenn es dann nochmal vorkommt, dann bye. Aber ansonsten. Das ist ja ein Prozess. Ne? Die Jungs, die müssen uns auch ein bisschen kennenlernen, müssen halt wissen, wie wir ticken. Es ist halt super unterschiedlich viele Kulturen. Deswegen haben ja auch viele Gespräche stattgefunden, unter anderem auch mit Siam, wo wir gesagt haben, hey Junge, setz den Fokus mal mehr auf den Fußball, weniger auf Social Media, weniger auf Mode. Also einfach gesagt, hey, möchtest du jetzt Fußballer werden oder möchtest du in die Modelbranche gehen? Ja, aber das ist generell so ein Problem, glaube ich, in der heutigen Gesellschaft. Ja, Social Media ist Schmutz, Alter. Sagen wir, wie es ist. Jetzt nur mal so kurz angerissen. Ne? Hat halt nichts mit Fußball zu tun, aber da könnte ich halt auch ein extra Video zu machen, wie ich dieses ganze Social Media Thema sehe. Also ich glaube, das schadet am Ende des Tages der Menschheit mehr, als wie sie zusammenbringt. Ja, für einige wenige ist das vielleicht eine Sache, die gut ist, aber für den großen Teil ist das einfach nur Schmutz. Die Kabine ist jetzt sauber. Da müssen wir hinkommen, dass es auch funktioniert dann, ohne dass wir was sagen. Aber da kommen wir schon hin. Sind wir ready, bitte? Sind wir ready jetzt? Ja, jetzt, ich sag, da müssen wir auch hinkommen, dann irgendwann, dass die Kabine auch sauber ist, ohne dass wir was sagen. Was ich halt über Instagram extrem viel mitbekommen habe, ist halt dieses Modeling. Also, dass er extrem viel mit verschiedenen Partnern macht, dass er Sponsoren hat und so weiter. Und das ist auch überhaupt nicht verkehrt. Aber man muss halt aufpassen, dass in dem Alter... Naja, nochmal. Also wenn du in dem Alter den Fokus so darauf hast, weiß ich nicht, ob du dann so die richtige Einstellung mitbringst, um großer Profifußballer zu werden. Ja, wir reden jetzt am Ende des Tages über Profifußball. Ja, na klar, wenn du so, keine Ahnung, auf einem gewissen Niveau wirst du wohl erreichen, aber wenn diese Dinge im Vordergrund stehen, dann stehen andere gewisse Dinge halt einfach im Hintergrund. Aber ja, vielleicht ist er auch die eine große Ausnahme. Ja. Aber vielleicht lernt er das ja auch noch. Ne? Nochmal, sind ja alles junge Burschen und ja, gerade Social Media kann da natürlich auch echt verführen. Ne? Alter, da nicht der Fokus vom Fußball weg zu einem anderen Bereich kommt. Es ist halt immer die Frage, wie sehr will der Spieler es selber, ja. Weil wenn ich, sag ich mal, wenn ich wenig spiele, verliere ich auch die Lust am Fußball. I've worked more than other kids, I've worked harder than other kids, you know, I did stuff when I was still in school. I signed for a team when I was 17. I made that happen with my own contacts, with my own talking, all from myself. But then I get stuff for doing it at such a young age, so it's just, it's a part of life, I guess. Hello, welcome to my house. This is my living room. You can come in, take a look. Got some couches when my friends come over. Here's a picture of my family when we were in Australia on holiday. For me, he's very special because he always very focused on something in his life, and if he wants to do it, even by that time I think it's not going to work. He show it and prove it to me it's work, and we support him. I like to show is my dad's sailing yacht. He sailed King's Cup, which is a big boat racing in Thailand. Okay, er kommt also auf jeden Fall aus besseren Verhältnissen, ne? Also ich habe keine Segelyacht leider. As a player, I'll describe myself as a very free player that likes to express himself. I like having the freedom on the field, being able to do what I like and enjoy myself on the field, and you know the whole reason I play football is to be happy.
From last year, I saw my strength as being very commanding and also very physically strong and comfortable on the ball, being creative enough to make things happen, and also the more leader side of the game, being able to talk to other players and help them. So it's doing what you love as your job, and that's a dream come true. I just keep training 100%, get as fit as possible, going back to the World Squad, and when I'm there, 100% commitment, focus on the team, the game, 100% on trainings, and just doing the best I can possibly be. I feel like ever since the start when I did join the World Squad, I did help out, but not to a massive extent. I just did my part every now and then, like every other player did. But then when I did get when I did get told off, I took things to another level and did it extensively, just to prove that I do help out. And then I just do that if that's what it takes and I'm willing to do it. It's not a problem for me or anything, you know what I mean? Der Fakt ist ja, hat sich nach der Ansage geändert. Das macht er ja nicht mehr. Also der räumt jetzt auf, der ist der Erste beim Bus und so weiter. Der macht es ja nicht mit Absicht, der hat halt nur die Info gebraucht. Ja, das ist ja auch, was ich sagte. Das sind junge Kerle und ja, viele verschiedene Kulturen und so weiter und ja. Hat die Ansage gekriegt, weiß, was die Werte sind und wenn er sich danach jetzt richtet, ist doch alles gut. Meinst du, über den ins Krankenhaus schicken? Also wenn er morgen zumindest nicht normal laufen kann und extreme Empfindlichkeit angibt, sind wir halt da wenigstens auf der sicheren Seite, weil der ist schon arg geschwollen jetzt. Aqui não, aqui. Also der ist schon ständig, der Fuß. Aber zumindest kann ich jetzt mal einen Knöchel anfassen ohne das. Okay. Can you go for me? Ich glaube, es wird schwierig, dass der wieder für ich glaube, Tja. Eieiei. Er spielt nicht so schnell wieder. Das ist so schmal, der. Ja, tut einem schon leid für so einen jungen Burschen, ne? Schon wild. Also die Ärztin hat uns gesagt, dass dein Fuß schon arg geschwollen ist, aber es ist nichts knöchern gebrochen, nichts zu sehen, dass irgendwie eine Struktur verletzt ist. Auch Bänder sind in Ordnung, meinte sie. Ligamento, Tendon, tá bem. Allerdings sollst du jetzt 3 Tage wirklich den Fuß hochlegen, nicht belasten. Die gute Nachricht ist ganz einfach, also für jetzt Argentinien wirst du wahrscheinlich raus sein, aber du fliegst mit nach München und dann haben wir nochmal andere Möglichkeiten, dich wieder aufzubauen. Ja, it's good. It's good. It's difficult. Eu não quero perder nenhum jogo. Porque eu tinha como objetivo jogar todos os jogos, mas como eu já vou perder esse, eu não quero perder 2 jogos. Um já tá bom. Servus. Wir sind jetzt gerade beim Arzt raus. Gute Nachrichten. Es ist nur eine brutal starke Entzündung. Die beste schlechte Nachricht, die man bekommen könnte. Gute Nachricht. Ja. Gut, bis gleich. Okay, danke für die Nachricht und wir sehen uns gleich.
Ich mag den Roy einfach. Geht mir das Herz auf, wenn ich den sehe. Einfach ein super Typ, ey. Sí, pero por lo menos no es algo muy grave. Es importante. Ich bin schon froh für ihn, dass es anscheinend nur ein paar Tage ist, dass es nichts gebrochen ist, weil man hat heute Mittag beim Spiel schon gesehen, was es ihm getan hat, die Verletzung, weil der will sich auch so gerne beweisen. Der kann zumindest mit nach Deutschland reisen und das freut mich schon, vor allem für ihn persönlich. Na verdade não tá bom, né? Um é o máximo que eu quero perder, então eu quero voltar rápido para a próxima partida. Okay guys, today training totally maximum 1 hour. Tomorrow morning, Argentina juniors. Hopefully, we have Gustavo back quickly. It's so bad only watching. So bad. Ich sag dir morgen das Ergebnis voraus, ohne die Gegner zu kennen. 2-1 für uns. Aus der Hüfte. Aus der Hüfte. Sieht man schon, dass er natürlich letztes Jahr dabei war und Chris und ich mit ihm zusammengesetzt, wie er sein Niveau findet im Gegensatz zu letztes Jahr. Dann habe ich ein paar Mal was ich bis jetzt gesehen habe, mitzugeben und hoffentlich setzt er das jetzt um. In 3 days you can't put focus on all elements of football. That's why we put the defensive part. So at 2 or 3 moments you just let your men go. Yeah. I think you can improve on that. If the one behind you, if you're playing on the left or on the right, communicates, see him, I got him, that's okay. But then, one or two, you maybe bring your teammate in trouble because you have to defend 1 against 2. Everybody will make mistakes and have to make mistakes. And from there you have to learn from it. Some situations where you had to drop back or drop in or walk in, because we did that last year. It was like, it's normally it's not new for you, because we did it quite a lot of times, like last year, and that surprised me. And when we played in training, when I just tapped the ball, touched it and switched, I felt very confident and my game was much easier when I played like that. It's not to criticize, it's just to help. It's not about how you look, it's about at the end it's about how you play. I don't mean it in a bad way, but generally if you try to play a little bit more simple and wait for the right moments, I think you want to go too difficult too soon. Keep it simple and then you will get in the game. Because I mean, look at the biggest teams, the wingers, they have to defend. Yeah. And every winger will forget it once, but if you forget it twice, generally there's another one on the bench waiting for you. Ja, das ist eine klare Ansage. Ich denke mal, die Kette da, oder hat der eine oder andere Flügelspieler bei uns auch gehört, oder? War ja auch mal schlechter, wie es aktuell ist. Opportunity. Lineup for the second match: Lucas, Saget, Ignacio, Carlos, David, who will be our captain today. Midfield: David, Sebastian, and Ryan. That's the most offensive one. Julien, Treasure, and Isaias. Then we have Jakob on the bench, Victor, the goalkeeper, Young-min, Rafael, Jermaine, Adam, Siam, Guillaume, and Victor. We did it quite well the first match. Try to do that the same as well. Communication, very important, even if you don't speak each other's language. Speak with each other. Start from the back, going forward. All together. That's what you did as well. Not always, but most part of the game you did really well all together. The other day we helped them so much by losing balls close to our box. It's unnecessary. First of all, make sure, like again, the defensive organization is good. Recover the ball, and from there, I mean, a strong striker, 2 fast wingers, then we will get our chances.
Heute ohne Gegentore. Dann schauen wir mal ohne Gegentore. Champions League. Esta está un poco gastada, pero. Eso no hemos usado mucho. Okay, guys. Next match. Try to do what we discussed, what we spoke about. Compact. Have fun. One team all together. Good luck. Schon krass, wie viele Nationen das auch sind, ne? Keep running, keep running. Watch the ball, watch the ball. Wir werden gut vorbereitet, ey. Das habe ich im Training gesehen. Genau das haben wir trainiert. Genau das habt ihr mit mir jetzt. Go, Treasure, go! Oh. Ach, was war das well denn? played! Ei. Erster Ballkontakt. Aber auch gut abgelegt. Für Rhein. Ja, das schon, aber dann Der kriegt muss man wieder direkt, und hat beim ersten aber Rhein Kontakt muss direkt abschießen. Está recuperando Sergio, traba, gana, recupera y se viene el capitán. Argentino busca el primero. El centro que viene de Sergio, segundo palo, va para Porcel. Hè? Het vangt hier aan, de balverlust. Carlos moest den Kugel weghauen. Was haben wir am Anfang gesagt über Aufbau? Aber wieder Tor, eigenes Ballverlust. Okay, guys, quickly. First half. Generally, we start well defensively. The goal was a mistake of us. The way it goes in is unlucky, but had nothing to do the way they were playing, because we lost an unnecessary ball. What can happen, and then the ball comes to our husband and just kick it away. Second half, David stays, Ryan stays, Adam, you play next to David. So Ryan stays number 10, CM, you play from the left. Victor, as a striker, you start from the right. Atlética Argentinos Juniors. Bebemos el Die gehen sogar bei den Jugendspielen steil, der Bildkommentator. Schon wild, ey. Vamos a disfrutarnos. Martínez, toque de primera para Barça. Buen enganche de Barça. A Barça, la tira larga, dividir. That's it, Treasure. Es funktioniert besser. Sie nehmen das an, was wir in der Halbzeit gesagt haben. Wir haben schon einiges mehr im Spiel und die Intensität ist hoch, ist gut. Man sieht man mit Adam und CM hat man schon mehr Fußball. Nach vorne haben wir ein bisschen mehr Zug, zweite Halbzeit. Viel besser, ja. Das ist so ein richtiger. Weiß ich gar nicht. Haben wir so einen bei uns aktuell im Kader? Eieiei. Go! Winner, hey! Well done, CM! CM, excellent! Gut gemacht von Siam Bärenstark, aber ich habe ja gesagt, auf so einem Platz kann er mal seine technische Stärke zeigen. Hat er ja. Para poder disfrutar e ir preparando Victor macht jetzt ein. este fin de semana que se viene a puro fútbol. El centro que viene, punto del penal. ¡Gol! Del Bayern Múnich. Apareció Víctor Orakpo. Victor, yellow card, Victor! Ja, Victor! Get started. Victor! That's a fine, hè? Yellow card.
Wir kennen ja alle den berühmten Torjubel von Leo Messi, wo er das Trikot so hinhält. Und wenn du halt zu Gast im Land von Leo Messi bist, wenn dann halt ein Junge nicht aus Argentinien dahin kommt, schießt in der Nachspielzeit das Siegtor gegen die eigene Mannschaft und macht dann diesen Jubel, verhöhnt sie dann noch ein Stück weit mit. Dann geht halt schon mal was mit durch und dann hat er diesen Dritt bekommen. Ja. War es richtig? Nein, war eine rote Karte. Hat man sich gesehen, aber er hat mit Sicherheit was gelernt. Der ist gut. Er gefällt mir richtig, Alter. Der bringt's auf den Punkt, ey. La Asociación Atlética Argentino Juniors 1, Bayern Múnich 2. Victor. Well done, guys. Ja, da kriegst du gleich die Strafe mit, ne? Come on, guys. Make a circle quickly. We deserved it. We had a couple of chances. Putting pressure was much better. Sometimes we have to still learn. Second half, we did it really well. So be proud. You get a fine. Taking off the jersey, yellow card. Well done, guys. It was a difficult game. We started losing, and that's so much better when we are losing and we win the match. It's so good, so good. I'm so proud of my team. Finally got the dub, 2-1, you know. It was a hard fight. I love these type of games. I like the intensity. Vamos! Die Mannschaft hat als one Team gearbeitet. Und man sieht auch, was das Unentschieden schon mit das Tor von Siam schon mit den Jungs gemacht hat. Ja, und dann macht Victor das Tor und dann, ja, wenn man noch führt, dann will man natürlich auch gewinnen. 2 good goals, but Victor, from now on, nobody who scores a goal, we keep our jerseys on. Because now you see what happens. Learning process. So you did your Messi, but I can understand you were happy. We were all happy. Treasure wanted to jump with you, celebrate with you. I feel like the team has, this game played together much better. We connected and the team spirit was there. We all fought for each other. That's also one team. Celebrate the goals with each other. Take a shower and then we go back to the hotel as quick as possible. How do you feel like you performed today? Good, bro. We won 2-1. Only the win is important. The win is important. How happy were you on getting those 3 points today? 3 points. Very happy. Very. Very happy? Very happy. How do you feel like you performed today? Very good. Zakaria had a good game today. Very good game. Very good game, Zakaria. How do you feel like you performed today, bro? My performance was very bad. Bad? Yeah. It's recording. It's recording. It was very good. Joe. Yes? How do you feel like you did today, Joe? Good. Wenn ich dann halt ein Tor schieße und ich laufe in die Kamera und symbolisiere den hier, so nach dem Motto, hey, haltet den Mund, ich bring mal. Ja, das meinte ich halt auch, ne? Ist halt schon ein wilder Take, aber ja. Ist vielleicht in den jungen Jahren so. Mal gucken, was er sagt. Meine Leistung, das ist halt dann auch nicht das, was wir sehen wollen und auch der komplett falsche Ansatz. Ja, das ging mir auch durch den Kopf. Okay, guys, please listen a minute. Give me a minute. Just some words from my side about yesterday. I think the only positive thing is that we won. That's the only thing. Because all... Oh, ich kann nicht lachen, Leute. Er ist schon gut, ey. Er ist schon so der Erziehungsbeauftragte, ne? So abseits des Fußballs. What happened off the pitch and during the game, the celebration, that's not like professional. You guys so far away to become a professional, yeah, very far away, okay? Ja, wild, Leute. Das war die 3. Folge.
Sehr interessant, wie ich finde, habe ich ja schon zu den ersten beiden gesagt und freut mich, dass das ein paar hier mit mir zusammen schauen und in diesem Sinne warten wir auf die nächste Folge. Rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.